Moin! Plattdeutsch lernen. Plattgrammatik 1. Schlecht, Bögen und Satzbau. Geschlecht. Im Plattdeutschen gibt es, wie im Deutschen, 3 Geschlechter von Substantiven: männlich, weiblich, sächlich. Die Geschlechtszuordnung stimmt in den meisten Fällen mit der im Deutschen überein. Bei Wörtern, die sich auf Menschen beziehen, entspricht die Geschlechtszuordnung meist dem natürlichen Geschlecht. Bei Wörtern, die sich auf Tiere beziehen, in etwas geringerem Maße. Zum Beispiel Mann, Frau, Hund, Huhn, Bull, Cow, Hawk, Uhl. Eine seltene Ausnahme ist das geschlechtsneutrale Wort für Kind, ebenso wie das eher archaische Wort für Weib. Kind, Jung Dayan, Wief. Gewisse Tiersorten bezeichnende Nomen sind auch sächlich, zum Beispiel Payet, Kamel, Dayet, Reh, Swin. Substantiven, die unbelebte Objekte bezeichnen, wird eines der 3 grammatikalischen Geschlechter zugeordnet, zum Beispiel Tisch, Häven, Oven, Däl, Söhn, Kök, Bauk, Hus, Äten. Im Vergleich zu gewissen verwandten Sprachen wie Deutsch, Färöisch und Isländisch ist morphologische Markierung nach Geschlecht im Plattdeutschen einfach. Dei Disch, ein Disch, ein Disch. Dei Däl, ein Däl, ein Däl. Dat Bauk, ein Bauk, ein Bauk. Einige konservativere Dialekte unterscheiden den unbestimmten weiblichen Artikel. Dei Disch, ein Disch, ein Disch. Dei Däl, eine Däl, ne Däl. Dat Bauk, ein Bauk, ein Bauk. Die Geschlechtsunterscheidung wird bei Verwendung von Pronomen deutlicher. Dei Disch, ein Disch, hey. Dei Däl, ein Däl, sei. Dat Bauk, ein Bauk, dat. Beispiele. Dei Dish is old, hey is antiek. Dei Korme is mean, zij is lüt. Dat Hus is groot, dat is duur. Subjektiv. Der subjektive Fall ist der des Handelnden. An der Stelle des Subjektivs in einem Satz stehen sowohl Artikel als auch Nomen in der Grundform. Dei Frau backten Korken. Dei Hund rügt dat Äten. Dat Äten schmeckt lecker. Der Objektfall kennzeichnet den Empfänger einer Handlung. An der Objektivstelle eines Satzes stehen sowohl Artikel als auch Nomen in der Grundform, mit Ausnahme des bestimmten männlichen Artikels, an den ein N gehängt wird. Dei Frau
kook dat eten. De man eet de soep. De Familie eet den Korken. Es gibt zwei Unterkategorien von Objekten: Akkusativ und Dativ. Wie im Englischen werden sie gleich bezeichnet. Das Akkusativobjekt ist dasjenige, an dem die Handlung ausgeführt wird. De man kookt n Supp. Das Dativobjekt ist dasjenige, zu dessen Nutzen die Handlung ausgeführt wird. De man gift den jong den bal. Übrigens, Deutschsprachige behaupten oft, dass es im Plattdeutschen keinen Unterschied zwischen Dativ und Akkusativ gibt. Damit ist eigentlich gemeint, dass die beiden Fälle morphologisch nicht unterschiedlich gekennzeichnet sind, während dies im Deutschen der Fall ist. Wie beispielsweise Englisch, Niederländisch, Afrikaans, Friesisch und die skandinavischen Sprachen kennzeichnet das Plattdeutsche die beiden objektiven Fälle nicht unterschiedlich. Sie wurden jedoch in den jeweiligen sprachlichen Vorfahren unterschieden. Sprachen neigen eher dazu, ihre Regeln zu vereinfachen, als sie zu komplizieren. Sie werfen allmählich das ab, was überflüssig und unnötig komplex erscheint. Diese Tatsache mag vielen Deutschen und anderen Europäern schwer verständlich sein, da sie mit der Vorstellung aufgewachsen sind, dass grammatische Komplexität gleichbedeutend mit sprachlicher Kultiviertheit ist. Dies ist das Ergebnis der uralten Vorstellung, dass klassisches Griechisch und Latein mit ihren Systemen mit umfassender und komplizierter morphologischer Markierung vorbildliche Sprachtypen darstellen. Ein möglicher Vorteil komplexer morphologischer Markierung ist, dass sie eine lockere Syntax ermöglichen. Mit anderen Worten, wenn Wortarten durch ihre Funktion markiert sind, können sie innerhalb eines Satzes verschoben werden, ohne dass dies Verwirrung verursacht. Dies ist besonders in der Lyrik nützlich. Eine Sprache, die wenig oder keine morphemische Markierung hat, muss dies durch eine Einschränkung der syntaktischen Flexibilität kompensieren. Englisch ist ein typisches Fall. Altenglisch hatte komplexe Funktionsmarkierung und eine flexible Satzstruktur, während das heutige Englisch so ziemlich das Gegenteil davon aufweist. Die plattdeutsche Morphologie ist ähnlich vereinfacht, obwohl sie nur ein wenig konservativer ist, da sie immer noch den männlichen Objektfall markiert. Aber jetzt weiter im Text. Im Plattdeutschen wie auch im Englischen wird der Dativ und Akkusativ außer im semantischen Kontext durch seine Position im Satz unterschieden. Es steht vor dem Akkusativ. De man gift den jong den bal. Der Dativ kann an eine andere Stelle im Satz verschoben werden, normalerweise hinter den Akkusativ. In diesem Fall muss er durch eine Präposition gekennzeichnet werden. De man gift den bal an den jong. Kürzer gefasst: männliche Substantive. Ein Mann, de man. Ein Mann, den man. Ein Dish, de dish. Ein Dish, den Dish. Weibliche Substantive. Ein Frau, de Frau. Ein Frau, de Frau. Ein Däl, de Däl.
Däl, Däl. Sächliche Substantive. N Kind, dat Kind. N Kind, dat Kind. N Hus, dat Hus. N Hus, dat Hus. Die morphologische Markierung von Pluralnomen ist einfacher, da sie regelmäßig ist. Der bestimmte Artikel ist in allen 3 Geschlechtern they und es gibt keine Ausnahmen. Pluralformen von Substantiven werden in einem anderen Video erklärt. They dischen, dischen. They dälen, dälen. They beuker, beuker. Kennzeichnung und Reihenfolge sind dieselben wie in der Einzahl. They Jungs gave the Danes they Blom. Jungs gave Danes Blom. They Danes gave they Jungs they Beuker. Danes gave Jungs Beuker. Noch für dit Mal. Mehr Grammatik lohnen. Tschüss. Wees bedankt für drin kicken. Nicht vergessen, Leben ist Leben und Leben.